Hi Freunde, willkommen zurück bei Zelda Skyward Sword. Und ihr seht richtig, ich bin immer noch hier unten. Ich bin noch nicht oben in Wolkenhort und dafür gibt es einen sehr guten Grund. Fällt doch irgendetwas auf? Na, seht ihr es? Links oben. Ich habe plötzlich 300 Rubine und das Maximum. Wieso denn das plötzlich? Und auch meine Schildanzeige ist plötzlich... Oh nee. Wie es auch im letzten Part war. Beim Fahrt gegen Girahim. Nein, es liegt daran, dass ich noch mal kurz im Temp drin war. Soll sogar heißen, ich war 4-mal drin. Und zwar... deswegen. Seht ihr hier, ich habe endlich die Monsterklaue gefunden, weil ich habe mir gedacht, jetzt kommen wir in ein Feuergebiet und wir haben da nur unseren Holzschild. Einen ganz dämlichen, Moment mal schnell. Einen ganz billigen Holzschild und wir sollen damit in ein Feuergebiet gehen. Das war mir dann doch etwas zu gefährlich und um den abzugraden, brauchten wir eigentlich nur noch die Monsterklaue, die uns gefehlt hat. Also einmal hiervon, einmal Glibber und 2 Bernsteinhalbmonde. Das müsste genügen, um unseren Schild abzugraden. Ja, es hat ziemlich lange gedauert, bis ich die Monsterklaue hatte. Und zwar habe ich die von einer Spinne bekommen. Und zwar einer ganz normalen kleinen Spinne. Verrückt war. Einfach noch so einen Schmuckschädel erhalten, wieso auch immer. Und das verwundert mich wirklich, ein Geschenk der Göttin. Und fragt mich nicht, was das sein soll oder wofür wir das gebrauchen sollen. Ich habe keinen blassen Schimmer, ganz ehrlich. Aber ich habe so das Gefühl, wir finden das noch raus. Egal, jetzt haben wir alles zusammen. Um unseren Schild abzugraden, also geht's endlich los, zurück in den Wolkenhort. Ins Wolkenmeer reisen, genau. Aber sowas von. Wow! Was für ein Windböe, hey. Vogel, wo bist du? Ja, Bingo, da kommt doch von selber, ich muss gar nicht pfeifen. Also Link muss pfeifen, nicht ich. Wenn du die in der Welt verstreuten Artefakte der Göttin mit deinem Himmelstrahl triffst, wird Energie freigesetzt, Gebieter. Diese Energie führt zu einer Veränderung im Wolkenmeer. Und wie sieht diese Veränderung aus? Die auf der Karte markierten Orte sagen dir jene Stellen, an denen eine Veränderung eingetreten ist. Den Ort kenne ich nicht mal. Hä? Was soll das sein? Mal schnell, kann ich noch näher anzoomen? Okay, ich bin da drüben. Ich empfehle dir, diese Orte genauer zu untersuchen. Wisst ihr was, Freunde? Das ist gar keine so schlechte Idee, aber jetzt gehe ich wirklich zuerst ins Wolkenhort. Ich frage mich gerade, wieso ist die Wolke da oben so riesig und kuppelförmig? Gibt es irgendeinen Sinn? Egal. Turbo-Tempo! Und Turbo-Tempo! Wo ist der Basar? Da drüben. Was ist jetzt los? Vögelein, was ist mit dir los? Er will nicht mehr. Scheiße. Mein Vogel streikt. Ist denn das zu fassen? Paraschall. Juhu. Und sanft gelandet. Was Menke war das gerade? Wieso ist der Vogel nicht mehr weitergeflogen? Ach, egal. Wisst ihr was, ich gehe noch nicht da rein. Das mache ich am Schluss. Jetzt gehe ich doch zuerst einmal. Da hoch muss ich. Zur Statue der Göttin. Zu einem Eiltempo. Dann geht's ab ins Reich von Eldin und dann mal gucken. Vielleicht finden wir dann endlich mal Zelda hier. Wo ist die bloß die ganze Zeit? Und runter da. Statue der Göttin, genauso wie wir sie hinterlassen haben. Hier hat sich aber auch nichts verändert. Also dann rein damit. Okay, das gehört da oben hin. Da fehlt uns noch ein großes Stück, aber... Sind das wirklich noch 2 oder sind es 3? Ich meine, sind es noch 3 oder sind es sogar 4 Gebiete noch? Weil wären es noch 3, dann könnte man das doch mit Din, Ferore und Nairo in Verbindung bringen. Okay, wird jetzt... Ja, genau. Der Durchgang ist jetzt endlich verfügbar. Gebieter, ich stelle fest, dass sich in nordöstlicher Richtung ein weiteres Loch in den Wolken aufgetan hat. Es führt dich an einen neuen Ort. Ich empfehle dir, diesen Ort aufzusuchen, sobald du dich auf die Reise vorbereitet hast. Oh ja, das ist noch gar keine so schlechte Idee. Sich auf die Reise vorzubereiten. Und wie machen wir das am besten? Ganz genau. Statten wir doch den Basar einen kleinen Besuch ab.
Sollen wir mit den Leuten hier auch noch ein bisschen quatschen? Wäre vielleicht gar nicht mal so übel. Wer weiß, vielleicht haben die anderen noch ein paar Informationen für uns und neue Gegenstände. Man kann nie sicher sein. Okay, die hat was. Cookie, mein Cookie, wo bist du nur? Hä? Kuckucksvogel oder was? Ach, was ist meine kleine Cookie denn bloß? Oh nein, was mache ich denn nur, wenn man sie entführt hat? Bardo? Oh, du bist es, Michael. Wenn es schon wieder dieser dämliche Bardo war, hey, dann schwöre ich euch, dann färbe ich seine Haare um in blond und jag in die Klippe runter. Wer ist Cookie? Das ist meine Tochter, ein kleines süßes Mädchen von 5 Jahren. Ich bitte dich, Michael, wir müssen nach meiner Tochter suchen, ich bin schon ganz verzweifelt. Einige hier im Dorf haben gesagt, sie hätten Cookie zusammen mit einer sehr finsteren Gestalt gesehen. Das kann nur Bardo sein. Es gibt sogar Leute, die behaupten, sie wären von einem fürchterlichen Dämon entführt worden. Was soll ich nur tun? Georgim? Meine liebe kleine Cookie ist verschleppt worden, da bin ich ganz sicher. Jetzt beruhig dich mal, Alter. Bitte, finde meine kleine Cookie. Ich bin sicher, sie hat furchtbare Angst. Ich frage mich gerade, wer hat mehr Angst? Sie oder die kleine Cookie? Vielen Dank, ich wusste das. Ich zähle auf dich, ja. Hey! Und sie ruft ihn noch nach. Hey! Hey! Ja, ist gut, ich hab's kapiert. Hey! Ah, die gehen mir auf die Nerven. Wo kann jetzt dieser Cookie sein? Da habe ich mir wieder mal was eingebrockt, Leute. Ich habe doch keine Ahnung, wo die sein soll. Hast du eine Ahnung? Hallo, Alter. Hallo, Michael. Weißt du denn schon, wo unser Zelda ist? Ich habe eine ungefähre Ahnung. Oh, ich verstehe. Nun, dann streng dich an. Da fällt mir ein, ich habe eben Cookies Mutter hoch zum Tempel aufgesehen. Ja? Was wohl da macht? Sie sucht nach ihrer Tochter. Was sagst du? Wie dein Cookie ist verschwunden? Seine Augen, nee. Wie schrecklich. Ich mache mich sofort auf die Suche. Du solltest auch ein paar Leute fragen, ob sie vielleicht Cookie gesehen haben, Michael. Ja, die kleine Kuckucksuhr. Wie kommt man bloß auf den Gedanken, so einen Namen dafür für ein Kind zu nehmen? Schickerstein? Wisst ihr was? Oh, sorry, bin gerade ans Mikro gekommen. Nicht schon wieder. Ich habe doch eine kleine Idee. Na, wie geht's? Ich habe eine neue Vision für dich. Willst du sie sehen? Auf jeden! Zeig mir die Vision. Hallo? Siegel, haben wir doch schon alles. Geht's noch weiter runter? Nee. Und tschüss. Was war das gerade? Mann, nun, ich dachte, du könntest mir bei der Suche nach Cookie helfen, aber nee. Muss ich also mal selber machen. Vielleicht der alte Rittermeister eine Ahnung? Wer weiß. Hallo, Meister, bin wieder da, wer noch? Oh, der will mich gleich erschlagen, hey. Michael, der Direktor hat mir erzählt, was passiert ist. Ich mache mir Sorgen um Zelda. Ich weiß selbst nicht sehr viel darüber, aber dein Schwert hier stammt nicht aus dem Wolkenort. Man sagt, es sei ein uraltes Artefakt, welches nur vom auswählten Helden geführt werden kann. Da du das Schwert trägst, kann ich mir schon denken, was das zu bedeuten hat. Ja, kann ich auch. Hey Michael, ich kann nicht viel für dich tun, aber es gibt da noch eine Sache, die ich dir zeigen kann. Und zwar die Kunst der Abwehr. Na, das ist Neuland für dich, nicht wahr? Beginnen wir mit den Grundlagen. Das wollte ich jetzt sogar nicht, aber okay. Das weiß ich. Mit so senken. Ja, gut. Das weiß ich mittlerweile auch schon. Ist das alles? Menschenskind hin. Ich dachte, du könntest mir vielleicht einen Rundumhieb zeigen, aber den gibt es hier offenbar doch nicht. Oh, ich bin Kleister. Das wäre jetzt echt cool noch gewesen. Aber ja, was soll's. Gibt's ja keinen Rundumhieb. Müssen wir uns mit Schildattacke begnügen und natürlich noch der Wirbelattacke. Oh, hier oben ist auch noch einer. Beziehungsweise erst hier unten. Natürlich noch den Fangstoß. So. Michael, ich habe gehört, dass du Zelda unter den Wolken suchen willst. Der Direktor sprach davon, dass unter den Wolken das Erdland liegt. Weißt du etwas über dieses Erdland? Ja, ich war schon da. Ein interessantes Schwert, aber einen Schild brauchst du auch. Oh, du hast schon einen. Vorbildlich, vorbildlich. Hier ein Abschiedsgeschenk von mir. Okay, das kann auch etwas spät. Ja klar. Ja, wahnsinniges Glück. Ich hab schon 300. Ja, schon gut. Ist doch alles für die Katze hier. Cookie, ich suche Cookie. Verdammt nochmal.
Wo ist diese Kuckucksbraut denn? Ich finde sie nicht, dann gehe ich halt rein. Und quatsch mal ein bisschen mit den Leuten hier. Vielleicht auch noch mit dem Direktor. Wir haben ja noch etwas Zeit und ich hoffe ihr auch. Von daher geht das schon. Link, ich muss aufs Klo. Ne, noch nicht, gut. Wir haben hier alles nichts. Die Alte. Na, du alte Schandnille? Ja, wie geht's dir? Denk dran, dein eigenes bequemes Bett steht in deinem Zimmer für dich bereit. Ein Bett? Oh, das wäre jetzt echt mal was. Ich finde mich so kaputt und zerschlagen und ja, das geht nicht. Weißt du inzwischen was? Das ist nun wirklich das erste Mal, dass ich Bardo in diesem Zustand sehe. Er schließt sich in seinem Zimmer ein und weigert sich herauszukommen. Du bist schuld daran, dass er verschwunden ist. Du ganz allein. Hey, ich zieh dir gleich deine Frisur blank, du Alter. Ja, ich kann das Schwert nicht ziehen. Fei, das ist gemein. Ah, er hat es doch verdient. Egal. Raxens Strusszimmer. Was für ein Struss? Okay. Was ist denn das für eine Bruchbude hier? Also mein Zimmer ist ja auch nicht gerade ordentlich, aber das hier schlägt ja wohl den fasten Boden aus. Okay, Insektenkunde? Was zum... kann ich hinlegen? Schlafen. Bis wann wirst du so schlafen? Bis morgen, bis nachts gar nicht. Oh, nachts, das wäre vielleicht einmal was. Nachts hier durch die Gänge zu streifen, durch das ganze Gebiet. Why not? Aber zuerst mal Grußzimmer. Das ist wohl gruselig. Sein Zimmer ist aber ziemlich aufgeräumt. Respekt, Alter. Ist da noch was? Öffnen. Ja, nee, ist klar. Das gehört sich nicht, Link. Hast du gehört? Mit diesen großen Segelohren. Ja, ja, ja. Was hat denn hier noch? Zimmer von Michael. Ist auch nicht übel. Bardos Reich. Na, Bardo, bist du dran? Kommt einfach rein. Wird er mich gleich. Bardo, hast du was drin? Ach komm schon, ist doch nur Bardo, der hat's verdient. Von mir aus. Sprich mit mir, Alter. Wow, wie siehst du denn aus? Zelda, was ist denn mit dir geschehen? Meine Mutter sich nicht so ständig rum. Wir alle haben hier zu tun, nur du glaubst mal wieder machen zu können, was dir gerade so gefällt, wa? Du willst dich noch umsehen. Was für ein Riesenbaby. Alter Scheiß. Da ist unser Gesicht drauf. Du altes Arschloch, ey. Obwohl. Ne, der ist blonder als ich. Seht ihr? Ich bin viel brauner. Also meine Haare sind viel brauner als bei dem da. Das muss der Link aus der Queen of Time sein. Der hat schon Zukunftsvisionen. Auch nicht übel. Was soll denn das sein? Ein Bild von einer übergroßen Feder? Was zum Henker? Das Spiel wird von Sekunde zu Sekunde verrückter, Freunde. Vielleicht gibt es in meinem Zimmer was Neues. Bezweifle ich zwar ehrlich gesagt, aber man weiß ja nie. Nee, niemand drin. Ist hier was drin? Ja klar, einfach mal so, 5 Rubine. Wer es glaubt, wird selig. Dulululu. Egal, ich mach mich auf die Socken. Also hier rein. Ist hier wer? Drückt jemand die Schulbank? Natürlich. Zumindest ein fleißiges Mädchen gibt's. Hallo. Du, sag mal, Michael, was hältst du so von Kuku? Kuku? Wer war das schon wieder? Ach so, der gelbe Zipfelmützenträger. Netter Kerl. Ja genau, er ist voll und hilfsbereit und männlich und sieht gut aus. Ja, schon klar, dann... Zieh mich nicht damit rein. Was ist noch mit mir los? Tut mir leid, dass ich so etwas komisch gefragt habe. Ja. Du hältst mich doch bloß auf. Ja, die Liebe, die ist manchmal wirklich schwierig und seltsam, was weiß ich noch alles. Ja. So, wer ist denn hier drin? Meister Oktus Zimmer. Hallo, bin da, wer noch? Niemand. Wow. Der hat es ja ganz schön mit den Pflanzen hier, oder? Ist das Hanfpflanze? Oh Mann. Und der will ein Lehrer für uns sein? Ach du, meine Fresse. Ja, ist gut, nicht aufmachen. Sonst könnte hier was Wertvolles drin sein. Wo ging ich bloß hin? Das Team des Direktors? Ja.
Da gehe ich jetzt erstmal hin in Direktor Kirpuras Zimmer. Hey Alter, bin ich wieder da. Na, alles klar bei dir? Hey, hi Michael, hast du etwas über Zelda rausgefunden? Naja, nicht viel. Ich habe es vorgezogen, nicht über die Ereignisse in der Nacht zu sprechen. Ich möchte hier im Dorf keine Unruhe stiften. Weise Entscheidung. Es tut mir leid, dass du ganz alleine bist, aber ich bitte dich, erweise dich diese Aufgabe würdig. Für uns alle. Ist das was hilfsbereit, hey? Da ist sogar ein Stück Holz hilfsbereiter. Girunas Zimmer, was ist das für ein Name? Giruna? Das was eine Frau sein war? Okay, eine Vogelliebhaberin und... Was, eine Teeparty? Was war vermutlich noch klein? Ja, ist schon gut. Aber ich mach's halt so gerne. In anderen Sachen herumstöbern. So ist halt Link. Er muss sich mit allem in Verbindung setzen. Nein, nicht direkt. Meister Tytos Zimmer. Meister, seid ihr da? Jo, wer ist da? Wow, das ist das. Einfach das Katzenvieh. Der Direktor hat mich gebeten, mich um Mia zu kümmern. Dies vielleicht niedlich. Ich überlege, mir selbst auch so ein Haustier anzuschaffen. Oh, mein Beileid. Verdammt nochmal, wo ist bloß die kleine Kiku geblieben? Kiku, Kiku. Ich finde die Alte nicht. Nach sonst kein Hinweis. Zeldas Zimmer. Ja, verschlossen. Natürlich. Ah, hier bist du ja, Kuku. Na, alles klar bei dir? Du, die andere sucht dich. Geht's ein bisschen besser, Michael? Ja, mir schon. Ich habe auch so meine Probleme, aber ich versuche mir von anderen Leuten nichts anmerken zu lassen. Weise Entscheidung. Da verschwindet die Traurigkeit einfach. Glaub daran und lebe danach. Das ist auch sehr hilfreich, ein Stück Brot. Badezimmer. Okay, geh mal rein. Ja. Ein bisschen frisch machen hier, damit wir wieder bereit sind für neue Abenteuer, nicht wahr? Lup, lup, lup. Ja, so geht's mir schon viel besser. Und wieder raus hier. Alte Scheiße. Ja. Und ins Wasser mit dir. Okay, was das bringen soll, keine Ahnung, aber witzig sah es aus. Open the door, please. Ja, das war's auch schon. Oh Mann. Und ich habe wieder mal nichts erreicht. Bad ist bald zu Ende und ich bin hier eigentlich nur am Ablosen. Oh Mann. Na, ist was Neues? Alter. Weißt du denn schon, wo unser Zelda ist? Oh, ich verstehe. Was ist eigentlich an? Sag mal... Alzheimer oder was? Meine Fresse, hey. Ja, habe ich schon gemacht. Und, weiß es wieder schon nicht mehr, oder was? Anders auf die Suche. Ich glaube, ich habe mit einem Jungen spielen sollen. Ah, jetzt endlich kommt mit der Sprache raus. Dorfplatz, alles klar. Wie komme ich jetzt da schon am schnellsten hin? So, rein logisch betrachtet müsste der Dorfplatz ja da unten sein, wa? Aber so, wäre auch eine schlechte Idee. Jetzt will ich aber doch erstmal nach Kiku schauen. Nur überziehe ich halt den Part etwas. Wow, das ist keine gute Idee. Dorfplatz. Da wäre eigentlich hier unten. Jo, hier unten wäre es eigentlich. Habe ich hier noch ein paar Personen zum Quatschen. Quatsch halt zuerst mal mit dir. Na, Alter? Du siehst aus wie eine frisch gestrichene Wand. Etwas ist passiert. Was sagst du da? Cookie ist verschwunden? Ach ja, Cookie, nicht Kiku. Von einem Dämon entführt? Naja. Das war nämlich eine alte Legende von hier, die besagt, dass bei uns im Wolkenort ein Dämon haust. Er zeigt sich nur nachts und erschreckt die Menschen, entführt ihre Kinder und ist allgemein ganz fürchterlich. Ich dachte eigentlich, das sei nur ein Märchen, aber jetzt, wo ich darüber nachdenke... Nur nachts? Heißt das wohl, wir müssen nachts nach Cookie schauen? Kiku sage ich schon wieder. Da unten sind noch Leute. Das wäre vielleicht mal was. Nachts nach Cookie schauen, aber... Ob das wirklich was bringt? Ich weiß nicht, Freunde, ich weiß es nicht. Und deshalb gehe ich jetzt zuerst mal in den Bazar. Um jetzt noch für die letzten Minuten dieses Parts ein bisschen Geld auszugeben. Zumindest ist das der Sinn davon. Ich sehe gerade, hier hat es noch eine. Aber hallo, wer bist du denn? Die Pfeffer dazu. Ich bin doch heute wieder so, wie es sein soll. Okay, eine Köchin, auch nicht übel.
Im ganzen Wolkenhort gibt es offenbar nur eine einzige Köchin, das ist auch übel. Ja, Hilfe. Das ist hilfreich wie immer. Oh, die Wahrsagerin. Pfannkuchenface. Was ist los? Hast du was Neues? Oh, willkommen, hübscher Junge. Das ist mein Trankladen. Mein Tränke wirken wahre Wunder. Nee, lass mal. Das ist so gut. Ich habe nicht genug zu tun, wenn es brachten will. Wie die reinguckte. Vertrauen von meinem Mann da drüben, ja? Werde ich machen. Er will offenbar sowieso etwas von mir, meine ich. Ja, was gibt's? Hallo, willkommen im wunderbaren Trankladen. Ich bin dafür zuständig, deine Tränke zu verfeinern. Ja, dann rück mal raus mit der Sprache. Was weißt du? Benötige Insekten zu verfeinern, Tränke. Besuche Therese Laden, falls du ein Schmetterlingsnetz zum Einfangen von Insekten erwerben möchtest. Ja, und wo ist Therese Laden? Ach so, das ist Terry. Ja, und wie kriege ich ihn jetzt runter? Moment mal, ich habe eine Schleuder, ich Trottel. Alles klar. Ich bin untreulicher Besitz, kein Bogen, ich habe keine... Ja, ist schon gut. Was ist denn das hier? Das ist für eine kleine Dekotasche. Wenn ihr dieses Item in eurer Tasche habt, könnt ihr 10 Dekokerne mehr tragen. 100 Rubine! Von mir aus. Hier kannst du 10 weitere Dekokerne bei dir tragen. Sehr nützlich, wenn du gern die Schleuder einsetzt. Das wäre selten, aber naja. Ja, schon gut. Ja, ich weiß, ich muss erst ausrüsten. Ist mir alles klar. So. Davon noch ein paar 10 Dekokerne. Ja, ich weiß, das heißt Munition gelten. Dankeschön. 20 Rubine. Mann, ist der geil. Das ist nicht zu fassen, ey. Man könnte meinen, wir seien hier in der Schweiz und... Jetzt haben wir das so... Ist der gerade... Hä? Gibt es da einen anderen Schild? Ich habe neue Items in meiner Sortiment. Aha. Ein Eisenschild und eine kleine Dekotasche werden. Eisenschild und ich, Trottel, hab mir die Mühe gemacht, nach der Monsterklaue zu suchen. Menschenskind, ey. Seht ihr das? Seht ihr das? Untersuchen. Für ein Eisenschild, dieser Schild ist noch robuster als Variante aus Holz. Das nehme ich mal an. Selbstlosendes Feuer kann diesen Prachtexemplar hier nichts anhaben. Einzig vor Elektroattacken solltet ihr euch in Acht nehmen. Ja gut, dafür habe ich ein Holzschild. 100 Rubine! Alter Scheiße. Ich war noch ein bisschen. Oh Mann, ey, wie ihr mich gerade angesehen habt, als wollt ihr mir gerade eins über den Scheitel ziehen. Ja, was mit dir noch? Itemlager, willst du? Nee, tschüss. Ich sagte tschüss, ich sagte tschüss. Zu ihm wollte ich hier. Ich frage mich gerade. Gut, mal kurz schauen, wie teuer wäre es denn eigentlich? Willkommen in der Werkstatt, ich kann deine Items verbessern, dein Schild reparieren. Also, was soll ich die Schrauben ansetzen? Items verbessern. Alles klar, Alter, die kann ich für dich verbessern. Hä? Was, er kann die Geldbörse verbessern? Was zum... Er kann die Dekotasche upgraden, braucht dafür 4 Bernsteinhalbmonde, 3 Monsterklauen und 3 Schmuckschädel. Also, das kapiere ich jetzt nicht ganz. Wieso braucht er ausgerechnet diese Items? Gibt mir überhaupt keinen Sinn. Kannst vergessen, bei der Schleuder. Finsterhalbmond brauche ich, habe ich überhaupt nicht. Okay, ich habe hier... Ja, die Steigerung wäre also die Streuung. Der Streuungsschleuder. Glibber benötige ich 3, habe aber nur einen. Glibber, Auch nicht übel beim Schild. 1, 1 und 2. Normal hart. Preis 30. Wisst ihr was? Den kaufe ich mir jetzt, beziehungsweise ich lasse mir upgraden. Jawohl, aber vergiss nicht, eine Verbesserung kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Aber kein Problem. Dann lege ich mal los. Mach das. Dann habe ich zumindest mal einen besseren Holzschild, falls ich mal auf Elektrogegner stoßen sollte. Und dann kann ich mir nachher noch den Eisenschild holen. Das gehört dir. Den harten Holzschild erhalten. Er ist immer noch leicht zu handhaben, hält aber mehr aus als sein Vorgänger. Geil, einfach nur geil. Oh,
Doch wäre es eigentlich noch gut gewesen. Ja, ich will noch mal kurz mit dir quatschen. Darf ich? Hallo? Geht doch. Kann deine Items verbessern. Also, wie sieht's aus? Jo, sollst du auch. Zumindest will ich mal sehen, was braucht er dafür eigentlich alles? Okay, von hart zu Stahl. Abwehrkraft ist enorm erhöht, das höre ich doch gerne. Bernsteinhalbmond hätte ich, was ich brauche. Schmuckschädel hätte ich auch, was ich brauche. Monsterklaue brauche ich noch 2, ich habe momentan keine mehr. Ein Wüstengras brauche ich. Okay, also erst ab in die Wüste, wa? Warte mal, wo ist die Wüste überhaupt? Das tut jetzt eh nicht zur Sache. Ist ja kein Spielverderber, aber naja, was soll's. Komm mit, wenn du es dir anders überlegt hast. Mach ich auch, mach ich auch. Jo, jetzt erst. Hallo? Geht doch. Achso, die kleine Dekotasche ist jetzt unten. Ja, ob das wirklich so klug ist? Das Schild sieht schon echt stark aus, wa? Die Schildreise ist offenbar auch größer, beziehungsweise länger. Ist auch nicht übel. So, jetzt hole ich mir mal den Eisenschild noch. Gehst du mal zur Seite, Mann? Geht doch. Ah, ihr habt immer noch Interesse an einem Eisenschild? Das finde ich perfekt. Der kostet aber immer noch 100 Rubine. Ja, ist schon gut. Her damit. Bitte viel was um Entschuldigung mit. So, ich kann kein weiteres Inhalt an. Scheiße. Fuck, man, jetzt muss ich echt ein Holzschild ablegen, damit ich ein Eisenschild. Okay. Ja, vorher noch kurz etwas schauen. Ja, falsche Seite. Harter Holzschild, kleine Dekotasche, okay. Die war voll 30. Ich frage mich gerade, brauche ich die überhaupt? Die kleine Dekotasche. Ein Holzschild wäre schon nicht übel, wenn ich jetzt im Feuerreich, also soll heißen in Eldin, noch auf Elektrogegner treffen sollte. Die kleine Dekotasche, naja, die habe ich mir eigentlich einfach mehr zum Spaß gekauft, wenn man so will. Ich habe gerade gemerkt, er kann den Käfer offenbar gar nicht aufwerten. Ich dachte, man könnte jedes einzelne Item upgraden, obwohl... Braucht der Käfer das überhaupt? Das redet schon so. Ja, sag jetzt mal stark. Wenn ich den Käfer habe, dann kann ich mir meistens die Schleuder auch sparen. Und ja, wisst ihr was? Ich leg mal die kleine Dekotasche ab und dann den Holzschild, den behalte ich. Sicher ist sicher. Ja, das kannst du ihm noch machen. Na, willst du? Okay. Also gut, nur zu. 2 ins Lager, und zwar genau hierhin. Cool. Fertig. Vielen Dank und so. Mann, bist du motiviert, ey. Alte Scheiß. So, dann her mit dem Eisenschild. Hey, wollten immer noch? Mann, seid ihr hartnäckig. Also gut, aber es sind immer noch 100 Rubine. Ja, damit. Eins wiederhalten, dieser robuste Schild zerbricht nicht so leicht und brennt auch nicht. Allerdings solltest du dich vor Elektrizität hüten. Ich habe das Gefühl, solche Gegner werden noch kommen. Wow, von 300 auf 50 runter ist das. Happig. Ja, ich weiß nicht, was so ist. Dankeschön. Kann ich gerade... Verträgt er mehr? Ja, sieht eigentlich nicht schlecht. Sag mal. Bin ich schwerer jetzt plötzlich? Beziehungsweise bin ich jetzt plötzlich langsamer? Scheint wirklich fast so. Ich bin glaube mit dem Eisenschild langsamer als mit dem Holzschild. Der ist jetzt auch nicht übel. Oh mein Gott, der Part hat mal überzogen. Meine Fresse. Ich bin immer noch auf der Suche nach Cookie. Obwohl andererseits... wir haben ja den Rat bekommen, einmal eigentlich bei Nacht zu suchen. Wisst ihr was? Ich glaube, das mache ich dann auch. Aber vermutlich nicht im nächsten Part, sondern jetzt gehen wir weiter ins Feuerreich Eldin. Also dann, bis zum nächsten Part bei Zelda Skyward Sword. Ciao zusammen.